Also teilweise habe ich echt das Gefühl, das Spiel zieht sich ein bisschen in die Länge wie so ein alter Kaugummi. Ja, willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. So, ich würde gerne noch ein paar Karten kaufen, wenn es so gehen würde. Und zwar natürlich mal in erster Linie mal Obelisk, ein Rotdrachen Erzunterwelt und natürlich auch einen schwarz geflügelten Drachen. Wobei bei Obelisk denke ich mal, können wir lange drauf warten. Deswegen wohl eher erstmal die anderen beiden Drachen. Die Frage ist bloß, wie kriegen wir die? Das Problem ist ja, natürlich auch noch zu wenig DP, auch noch. Phantom Darkness, schon lange nicht mehr gesehen. Problem Nummer 1 natürlich, Absolute Power Force, ein geiles Booster Pack und so, aber hier finden wir nur den majestätischen roten Drachen, sprich die Weiterentwicklung, wenn man das so möchte. Und natürlich nicht, ja. Halt die Ursprungsform, den Rotdrachen Erzunterwelt, da muss erst wieder das ursprüngliche Booster Pack haben, dann mit dem Sternschab-Drachen drauf und. Das könnte dauern, Freunde. Deswegen nochmal Story-Modus zurück, müssen wir hier nochmal ein paar DPs farmen. Bifröste zweite Etage. Ja, Vorfahren mit dem Neuspiel. Glaub's auch. Tja, nichts Neues aussieht. Okay, mal ein bisschen bewegen und gucken, wo geht's überhaupt genau hin. Erstmal zu Leo, wa? So, wie sieht's aus, Leo? Hey, kannst du die Stimmen auch hören, Michael? Was ist los? Das hört sich an, als würden sie etwas ziemlich Unheimliches sagen. Nein, sie wollen doch verfluchen. Leo! Und weg ist er. Na, gar nicht gut, was ist denn das hier? Zeitfeld Roulette 2. Okay, gucken wir gleich mal an. 1500. Not bad. So, und jetzt? Nichts weiß von Zeitfeld, aber mir auch nicht. Gehen wir halt schon wieder Hunter Pace. Also. Oh, diese Stimme an den Kopf. Ich vernichte euch alle. Oh, Hilfe. Also ja, hinsichtlich Story-Modus ist das Spiel hier ist sicher besser als der Vorgänger als Wheel Breakers, aber ganz ehrlich, die Yu-Gi-Oh! Ära trotzdem, ich tue mir nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber egal, it's time for a duel! So kann ich allerdings noch ein bisschen trainieren. Bevor dann mal mit den richtigen Yu-Gi-Oh! Spielen loslegen, zum Beispiel Reverse of Arcadia oder die heiligen Karten natürlich auch. Refresh der Zerstörer. Nur mal ein paar Mal so zu nennen. So, wie sieht es jetzt gerade aus? Oh, das sieht aber gut aus. Alter Schwede. Die Krieger sind back. Ja, back. Ich rufe Mizuki. Okay, servus. Nee, jetzt hat sie gerade verdeckt, ey. Ja, was machst du jetzt? Ja, gucken wir mal, was wir so ziehen. Raigeki-Brecher, sehr schön. Genau so sieht's aus. Okay, jetzt erstmal ein Monster verdeckt. Und auch mal eine Karte verdeckt. Das alles für später dann für die Super-Kombi. Es gibt 5, das geht den 9, wa? Geht gar nicht, schade. Todesbegräbnis, mach das mal. Totenkopfflamme, ach du heilige Scheiße. Ich rufe Paladin des verfluchten Drachen. Okay, was kann der? Ach du heilige Scheinkleisterchen. Komm herbei, Totenkopfflamme. Okay. Das könnte übel werden. Los, mächtiges Feuermonster. Bin ich eher ein bisschen dagegen, wenn ich ehrlich sein soll. Also den Effekt durchgucken. Also, einmal schon hier, so kannst du, dass du kannst zerstört wurde an des Gegners auf deine Spielfeldseite beschwören. Ach du heiliges Knurrchen. Das heißt, ich könnte mein Monster rufen. Das gar nicht schön war. Genau niedriger. Achso, ein Typ Zombie kann er sowieso nicht. Nee. Kein Bock drauf. Hier kommt Raigeki-Brecher. Ja, ist eine gute Frage. Ich nehme mal am besten. Das ist ein bisschen doof, was? Ein Zauberkatze will noch. Braucht einen Rest noch. Verdammt mich. Los, Paladin, verfluchter Drache, greif an. Kannst du knicken? Das bringt dir nix. Nee, sowas von nix.
So, dann gucken wir hier, wie es weitergeht. Der Trickreiche. Na, guck euch mal einer an, was der denn hier so treibt. Oh, Freunde, ich habe eine Idee. Oh, was ich für eine Idee habe, ist ja unglaublich. Ich überlege, wie mache ich das am besten? Krebons als Normalbeschwörung rufen. Dann synchronisieren, rufe ich Goyo-Wächter, vernichte den, weil ich seine Spezialfähigkeit nicht nutzen kann, hole ihn auf meine Seite. Und ich hole ihn, weil dann kann ich sowieso mit seinem geilen Effekt noch zurückschlagen, ist sowieso viel besser. Dann Friedhof zu beschwören, das ist natürlich ein bisschen ein Kack-Effekt. Ja, macht das, weil wenn ich den jetzt zerstöre, wird er den natürlich aus dem Friedhof entfernen und ruft dann noch eine Totenkopfflamme. Das wieder keiner. Wenn ich den rufe, nachher synchronisiere, okay, dann werfe ich den ab, rufe einen Trickreichen. Hat geschützt und kriegt noch in der Hinterhand, nachher Goyo-Wächter zu opfern. Als Beispiel. Könnte klappen, was? Alles klar, dann rufe ich mal Krebons im Angriffsmodus. So, und einfach noch ein Monster ab. Meinen kleinen blinden Captain und rufe ihn hier. Yeah, den Trickreichen. So, wenn man schön synchronisiert, kann natürlich auch ihn rufen, aber nee, der Goyo-Wächter, der passt schon. Und Synchrobeschwörung. Juhu! Und da kommt er auch schon. Ja, könnte bereits machen bei 4000 Angriffspunkten, aber nee. Wer will denn das schon? So, erstmal meine Seite holen. Was haben wir gesagt? Genau. Mesuki, du gehörst mir. Oh yes, das tut weh. Oh, auf keinen Fall, Mann. Aber sicher schon. Und frisch aus dem Friedhof zurückgeholt. Frisches Leichenfleisch. Das muss ja lecker sein. Oh, das gibt's nicht. Und mir ist das gibt. Tschüssikowski. So, und mal die totale Feldkontrolle unsererseits. Geil, was? Das ist ein Zombie. Wieso muss er alles Zombies haben? Fällt gerade was einfallen. Angenommen, ich hätte eine DNA-Operation, könnte alles zu Krieger machen, ihnen jeweils Opfer für geschützt zum Krieger! So, das ist eine hundsgemeine Gemeinheit. Blitzeinschlag, ja, ich glaub's auch. Alter, eine ganze Kombi verarscht. Alles im Eimer. Mit einer einzigen Zauberkarte. Ja, also jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich echt irgendwie ein Monster noch irgendwie. Ja, fast schon ein Kriegermonster im Deck haben, was jetzt noch. Was ich schneller rufen könnte. Vielleicht Gerümpelsynchronisierer. Nee, wäre auch zu wenig von Angriffspunkten her. Scheibenkleister. Ja, Leute, das sieht jetzt übel aus. Ich fürchte, der Blitzanschlag war unser. Ja, unsere Vorentscheidung für unseren Tod. Würde ich mal so. Verdammt, wir sollen damit sowas rechnen. Blitzeinschlag. Ja, Mann, die Karte sucht doch auch schon lange. Ich hab's nie gefunden. Menno. Ist doch voll gemein. Ja, ist klar, wenn ein Totenkopf schön. Servus Leute, na, wie geht's denn so? Der Typ, der nervt doch nur. So, wenn mal ein Spiel auf Zalles aussieht, doch nö, ey. Ich will doch eigentlich ein paar mehr Duelle runterbringen. Das gibt's nichts. Und ob's das gibt, ich überlege gerade. Jetzt wäre Gerümpelsynchronisierer echt geil, dann könnte ich noch ein Ding rufen. Naja, wie ist denn schon wieder? Mein Synchromonster, der Licherpflicht. Nee, nicht Licherpflicht, Quatsch. Der Katalysator-Dingsbums, ihr versteht schon, das Maschinenmonster. Der wäre jetzt geil, der könnte mir sowas von helfen.
Und Bums. Und natürlich auch, was jetzt auch ganz gut wäre, wäre der schwarze Rosendrache. Ein Problem, dann ist natürlich mein Feld auch wieder leer. Das ist nicht unbedingt die Yellow vom Deck. Komm schon, Gerümpel-Synchronisierer, komm schon, ich brauch dich jetzt! Was aber auch nie Glück habe, wenn es mal drauf ankommt. Ja, also egal was ich jetzt mache, ich habe sowieso verloren, Leute. Es ist vorbei, das nur wegen einer einzigen dämlichen Zauberkarte vom Gegner ist das einfach nur unfair. Ja, so schnell kann es gehen. Du hast einmal kurz nicht aufgepasst, ja, was bringt mir der Materietransport noch, der greift mich sowieso immer an. Da hast du so eine gute Strategie gehabt, Gegner spielt eine Karte, bums, die ganze Strategie für die Katz. Ob man echt irgendwie so fallen kann, mit denen ich das abfangen kann, wie zum Beispiel, ja, Magic Block wäre die eine Variante, aber ich dachte eher ein feierliches Wort oder sowas in der Art. Und halt Sternschabdracht, das ist geil gewesen. Das auch verhindern können. Bitte vergeudet nur meine Zeit. Ja, schon klar. Komm, bring es ein bisschen schneller zu Ende. Ja, auf 0, schön verloren, schon wieder. Es rechnet doch auch keiner mit Blitzeinschlag. Menno. So, jetzt nochmal. Zack, fange ich aber an. Und Zeit für ein Duell! Überschallschlag von mir aus versus Synchro 3. Mit Neu Kingman. Nö. Das glaube ich eher weniger. Ah, das Deck gefällt mir schon mal sehr viel besser. Das ist jetzt mal die Starthand. So, was machen wir da am klügsten? Am besten erst einmal einen Monsterverteidigungsmodus setzen und das war's bereits. Na, Hunter Peace, was machst du denn jetzt? Ich rufe Pan den verfluchten Drachen. Schon wieder. Wie kann man denn nur? Los geht's, greif an! Tja, das könnte ein bisschen wehtun, Kumpel. Autsch! Scheiße. Mir ist nicht drauf. Ja, ja, schon gut. Mach ein bisschen hin. Das war die Nummer 1 und gleich noch die Nummer 2. Sehr schön, noch schnell durchgemischt. Schon sehr viel cooler. Na, was machst du jetzt? Blitzanschlag? Komm schon, komm schon. Nö. Verdeckte Karten wie lahmarschig, ey. Das geht auch besser. Alles klar. Dann spiele ich mal freundliche Wohltat. Ziehe 3 neue Karten und lege dann 2 ab. Sehr schön. Nun rufe ich meinen Captain im Angriffsmodus. Und dazu kommt auch noch, Ladies and Gentlemen, Vorhang auf. Es beehrt uns der finstere Resonator. Da bin ich schon, wie geht's? Na dann rufe ich mal ein echt krasses Monster, würde mal sagen, was? Ah, der hier war's. Und dann der Verbündeter der Gerechtigkeit, Katasto. Der wäre geil gewesen, aber nee. Nicht jetzt, nicht jetzt. Synchrobeschwörung. Hier kommt der Sternstabdrache im Angriffsmodus. Dieser Drache wird deinen Untergang herbeiläuten. Raus zumindest. Wollt schon sagen? Und deine Karte wird zerstört. So viel dazu. Ja, was mache ich jetzt noch? Ich würde sagen, ich habe jetzt noch 2 Karten verdeckt. Switch mit dem in den Verteidigungsmodus und beende meinen Zug.
Natürlich muss er zurückkommen. Ladies and Gentlemen, da ist er auch schon wieder. Ein Drache, der sich nur ungern verabschiedet. Alter, was für eine Pestbeule, gibt's ja nicht. Das ist echt ein Affenarsch, ey. Mal ganz ehrlich, ist doch echt ein Penner. Los, greif an! Scheiß, bei nur einem Monster. Nee, setz die Karten nicht ein, vergiss es. Und nochmal 500 Punkte Schaden. Au! Das ist gemein, Mann! Nee, im Gegenteil, sogar sehr fair. Lalala, lalalala. Och Mensch, ey, du nervst doch nur. Und da kommt er schon wieder. Geil. Ein Drache, der niemals gerne verschwindet. So, wie sieht's jetzt aus? Ah, Spaltner, die behalten wir noch ein bisschen auf. Drufe Monster Verteidigungsmodus und greife dich wieder mal an mit meinem Sternstaubdrachen. Los geht's, vernichte seinen Paladin des verfluchten Drachens. Naja, ist eigentlich ein vermuteter Drache. Voller Löcher wie ein Schweizer Metallabs. Ja, ist nicht drauf. Fürs Erste nicht. Aber es kann noch kommen. Ja, man hat einfach viel zu wenig Power. Das ist immer noch so der Fall. Jetzt kommt jetzt schon wieder der Drache. Zeige dich, mein verfluchter Drache. Ja, sind sie sicher verflucht genial, was? Der will's einfach nicht kapieren, hey, das bringt nix, Kumpel. Tja, ich sag's ja, will einfach nicht hören. Dann schwaches Monster geholt mit Schrei der Untoten, ist natürlich auch nicht schlecht. Verstärkung für die Armee. Wieso eigentlich nicht? Vielleicht haben wir was Gutes dabei darunter, unter anderem. Genau, den einzigartigen Gerümpel-Synchronisierer. Mal gucken. Ich habe jetzt den da. Der hat Stufe 3. Und der hat Stufe 8. Sprich, auch noch ein Stufe 5 Monster. Der wird zwar gehen als neuer Empfänger, geht also doch nicht. Da ist egal. Ist egal, Mann. Sternstaubdrache. Und los geht's. Schick seinen Paladin nochmal zum Teufel. Ja, selber schuld. Hunter Peace. Ich muss schon zugeben, die Kerle sind irgendwie, seitdem sie verflucht sind, um einige Stärke. Ist echt übel. Und wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit. Ja, aber jetzt sieht es relativ gut aus eigentlich. Also natürlich könnt ihr dann so eine lässige Combo auspacken. Oder aber verflucht so ein Mist. Los, greif seinen Sternstaubdrachen an! Das ist ein großer Fehler, Kumpel. Was will er damit? Was will er denn bloß ein Monster rufen? Auf was für ein Monster hat das wohl abgesehen? Ach du Scheibenkleider, hätte man denken können. Was denn der für verteilt? Ah, 2000 bloß, wa? Tja, dann geht's natürlich. Oh, jetzt vernichte seinen Drachen. Also, der Heller sein soll, eher weniger. Tschüss. So viel dazu. Und die Lichtschwerter, ja, Halleluja, das muss ja kommen. Verdammt, hey. Was soll jetzt ein Monster loswerden? Gaia ist auf dem Feld, war doch nicht schlecht. Trotzdem spiele ich mal die Riesentornade.
Sehr schön. Was habe ich jetzt noch auf dem Friedhof eigentlich? Riesenbazin, was gut. Sehr gut, das heißt, ich kann in den Angriffsmodus switchen, ihn rufen. Plus Level 2 Monster zurückholen, Level 5 Monster rufen, zum Beispiel den Katalysator oder so. Aber das erst für später. Jetzt geht's zum direkten Angriff über. Sternstaubdrache, los geht's! Der Part von schon mal zu Ende, das gibt's nicht! Tja, eine gute Frage. Man hat einen ganzen Part für Hunter Pace gebraucht. Das ist natürlich ein bisschen übel und ich hätte schon wieder, ja, ein paar Ben würde so. Vor Schildkröte schon wieder. Anderes Feuermonster? Ich habe ja weniger was, aber egal. Der Schritter vernichte sein verdecktes Monster. Was, noch eine? Wo Schildkröten, wo das Auge hinreicht, das glaubst du nicht. Der brennende Totenkopf. Das ist also... Bodenkopfflamme, okay. Ja. Sieht nicht besonders gut aus, Freunde. Es ist noch ein bisschen auf der Kippe, das Duell. Vor allem, weil jetzt wieder natürlich Lichtschwerter spielt, dann die Karte ist einfach nur lästig, hey. Wo ist ein mystischer Weltraumteil, den ich mal brauchen könnte? No, klar, wieder auf Defense wieder mal. Der olle Penner. Aber das gibt mir natürlich Zeit, um... Tja, das muss also sein, Freunde, um den Part zu beenden, weil sonst dauert es noch viel länger und dann... Ja, jetzt sowieso nichts draus. Grundangriffskraft, okay. Kann ja mit ihm in Kombination spielen, oder? Wir irgendwie... Ja, den Platz ablegen, keine Ahnung. Mit dem haben eine super Kombi drauf, eine Strategie, gut. Der ist sowieso immer gut spalt. Da hätte ich auch eine coole Kombi noch drauf. Also man kann sagen, es ist nicht gerade optimal, wenn es gerade läuft, aber ich habe noch ein paar Kombinationen und Strategien in der Hinterhand, falls was irgendwie schief gehen sollte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Hunter Pace, Flammenköpfe, Scheiß Dingsbums, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!